Herzlich willkommen zurück auf dem besten Zweikanal von der Schweiz, Österreich und auch Deutschland. Wir gucken uns heute auf ganz entspannt ein sehr, sehr interessantes Video an. Und zwar ein Tag im Leben der reichsten Streamerin der Welt, Corinna Kopf. Ich wusste nicht, weil das die reichste Streamerin der Welt ist. Anscheinend ist es aber so. Ich bin sehr, sehr gespannt, denn ich bin genau das Gegenteil von ihr. Erstens keine Streamerin und zweitens nicht reich. What is going on? Hello? Stop! I'm going to freak out! Casually, like... Well, DMP gave 180,000 bits today. 180.000 Bits, Digga. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Twitch-Karriere noch nicht 180.000 Bits donated bekommen. Chillig. Das war gerade die Streamerin Corinna Kopf. Diese Stimme, Digga. Die eben innerhalb weniger Minuten satte $4.000 nur durch Donations von Usern auf Twitch eingenommen hat. Solche großen Spenden sind für die hauptberufliche Streamerin absolut keine Seltenheit. Macht Corinna Kopf noch OnlyFans? Ich weiß es nicht. Corinna Kopf OnlyFans. Ja, okay, die macht noch OnlyFans. Ja, okay. I see. Ich verstehe schon. Twitch ist hier nur Mittel zum Zweck. Mit deutschen Wurzeln kann von ihren Streaming-Einnahmen nicht nur ein gutes Leben führen, sondern hat sich einen millionenschweren Reichtum aufgebaut, den sie auch äußerst gern auf ihren Social-Media-Profilen teilt. So hat das ehemalige Model beispielsweise an ihrem Geburtstag Wieso ist das in den USA so ein Ding, dass man so Bargeld hat? Ich finde das so weird oder verstehe das nicht ganz. Ich glaube, das gibt's nur in den USA, dass es so ein Ding ist, dass man irgendwie Bargeld in Clubs rumschmeißt, Digga. Digga, nimm einfach deine Kreditkarte mit, das ist viel besser. $25.000 in einem Stripclub verballert oder lädt all ihre Freundinnen auf einen teuren Urlaub auf einer Yacht ein. Grund genug für uns einmal genauer hinzuschauen und euch einzigartige Einblicke in den Alltag der reichsten Streamerin der Welt zu geben. Dabei zeigen wir euch unter anderem, wie Corinna sich so fortbewegt, denn Spoiler Alert, sie hat nicht nur eine Schwäche für schnelle Autos, sondern ist auch gern ganz exklusiv in der Luft unterwegs. Ebenfalls verbringt sie ihre freie Zeit am liebsten mit bekannten YouTube-Stars und hat zu all dem auch ein paar ganz bodenständige Hobbys. Also seid gespannt und bleibt dran hier bei Wissenswert. Ein typischer Tag im Leben von Corinna Kopf beginnt immer genau hier in ihrem Bett. Die Streamerin... Ah, krass, dass auch bei reichen Leuten der Tag im Bett beginnt, Digga. Ich hätte gedacht, der beginnt irgendwo in einem Geldbad. Wacht aktuell morgens allerdings weder in einer edlen Villa auf, noch schläft sie überhaupt in einem Haus. Corinna wohnt nämlich zurzeit auf einem Parkplatz in einem eigenen Wohnmobil. Was? Wirklich, Digga? Das ist ja voll geil. Das ist ja wie so einen fahrbaren Kleiderschrank. Du hast wie so ein fahrbares Hotelzimmer, Digga. Das kannst du einfach dorthin mitnehmen, wo du willst. Das ist ja voll geil. Das sie nur für sich alleine nutzt. Allerdings lebt sie nicht im Wohnmobil, um so durchs Land zu reisen oder wegen dem minimalistischen Lifestyle. Ganz im Gegenteil. Sie baut sich eine Villa. Multimillionärin wartet aktuell nur darauf, dass ihre neue, gigantische Luxusvilla fertiggestellt wird. Ja, okay, gut. Da hätte sie sich auch gar nicht wahrscheinlich eine Wohnung ziehen können oder so. Da muss man sich ein Wohnmobil holen. Ist ein Wohnmobil nicht ein bisschen gefährlich? Also ich fände es in der Schweiz kein Problem, aber so LA oder so fände ich irgendwie in einem Wohnmobil wohnen schon ein bisschen sass. Deren Bau sie mehrere Millionen Dollar gekostet hat. Das Wohnmobil ist also nur eine Übergangslösung. In dieser steht Corinna morgens jedoch nicht ganz alleine auf. Obwohl sie Single ist, teilt sie sich ihr Bett. Und zwar mit ihrem Hund Karl, der für Corinna der größte Schatz ist. Der kleine Hund hat sogar ein Karl! Man schlägt keine Menschen. Eigenes Instagram-Profil mit über 100.000 Followern und ist so selber ein kleiner Star. Nachdem die beiden aufgestanden sind, zieht Corinna Karl erstmal etwas an, macht sich selber fertig und kommt dann zum Frühstücken. Die Streamerin ernährt sich recht gesund und isst meistens nur etwas Obst zum Frühstück, da ihr das, wie sie selbst sagt, morgens meist schon ausreicht. Okay, wir merken uns, wenn man reich werden will, gesund Frühstück essen. Neben Frühstücksbowls steht Corinna Kopf vor allem auf Fruchtsäfte und bestellt sich, wie sie einmal selbst erklärte, fast jeden Morgen einen Smoothie zu sich nach Hause. Der Grund, warum sie... Es sind die wichtigen Informationen im Leben, Chat. Es sind einfach die wichtigen Informationen über die Promis.
So gesund ernährt hat auch mit ihrem Job als Streamerin zu tun. So weiß sie, dass vor allem ihr attraktives Aussehen viele ihrer Fans dazu bringt, Corinna zu verfolgen. Um sich in Form zu halten, Auf OnlyFans. geht es an manchen Morgenden dann auch erstmal ins Fitnessstudio. Okay, das ist geil. Fitnessstudio am Morgen. Immer ein bisschen Pain. Ist wie Joggen, aber im Nachhinein fühlt sich's immer geil an. Jedoch nimmt sich Corinna bei ihren Workouts meistens nicht auf. Und auch ihr gesundes Essen teilt sie nicht auf sozialen Netzwerken. Das hat den Grund, dass das, wie sie selbst sagt, nicht zu ihrem Image Ah ja. Only Corinna Kopf. Von dort kommt das ganze Geld. Vom Stream. Ich glaube, Stream ist bei ihr nur ein ganz, ganz kleiner Teil, Digga. passe. Corinna will nämlich nicht wie eine typische Influencerin rüberkommen, die sich überdurchschnittlich gesund ernährt und viel Fitness treibt. Sie will für ihre Zuschauer wie ein Kumpel wirken, der Spiele zockt, nicht so sehr auf Ernährung achtet und macht, worauf er Lust hat. Wie viele andere weibliche Ja. All meine Kollegen haben auch Villen in LA und so. Das kommt jetzt nicht so rüber, als wäre sie eine Influencerin. Ich finde, sie macht das voll gut, ja. Streamerin hat Corinna nämlich vor allem männliche Fans und genau dessen ist sie sich auch voll bewusst. Ah, stimmt. Sie hat nur männliche Fans wegen den Games. Ja, das liegt gar nicht am Aussehen oder so. Nee, Spaß beiseite. Sei ja ihr alles gegönnt. Deswegen dreht sich auch ihre nächste Tagesaktivität nur darum, ihren Fans etwas zu bieten. Und zwar wortwörtlich. Viele männliche Fans bezahlen ihr nämlich inzwischen Geld, um Corinna in allen möglichen Posen ansehen zu können. Gut. Und so verbringt die 26-Jährige die meisten Vormittage erstmal damit, relativ freizügig vor der Kamera zu posieren. Die Bilder und Videos, die sie dann in ihrer Wohnung oder aktuell auch am Wohnmobil aufnimmt, lädt sie dann auf ihrem OnlyFans-Profil hoch. Und Come talk with me, let's get crazy, read below. 19,99 pro Monat. Mal so ein Testmonat. Hat wahrscheinlich der eine oder andere schon gemacht, aber Reddit macht's meistens dann auch. alleine mit einem Foto, auf dem sie leicht bekleidet zu sehen ist, soll Corinna schon unfassbare $200.000 verdient haben. Was? 200.000 mit einem Post? Digga, imagine wie easy das Leben ist. Also, klar, die hat auch Probleme, aber rein finanziell gesehen, Digga. Ein Post, 200.000 und das ist nur OnlyFans. Da kommen noch die Kooperationen auf Insta dazu, Twitch und noch ganz viel anderer Stuff. Ihr OnlyFans-Account zählt nämlich zu den größten und beliebtesten der Welt. Und so verdient sie bereits an einem Vormittag mit geringem Aufwand mehr als die meisten Menschen auf der Welt in einem ganzen Jahr. Natürlich gönnt sich Corinna auch einiges für ihr Geld, wie man schon bei der nächsten Tagesaktivität feststellen kann. Denn für ihr Mittagessen geht sie nicht nur gern in die angesagtesten Restaurants in Los Angeles, sie nutzt dabei auch die ausgefallensten Transportmittel. So besitzt sie nicht nur einen Porsche Boxster im Wert von 80.000 €, Porsche ist nicht so meins, ehrlich gesagt. sondern sogar einen Ferrari. Ferrari auch nicht, ich weiß nicht. Sieht schon geil aus, aber ist einfach nicht so mein Type. F8, der sie ganze 300 Das ist das von David Dobrik, ja. Da würde ich mich drin sehen, Digga. In so einer fahrenden, wie sagt man das, so eine fahrende Box, so wo man mit der Hand eigentlich ziehen kann. Wie sagt man dem? Ich weiß nicht, wie das heißt. 100.000 € kostete, wie auch einen schwarzen Lamborghini. Ja, ein Lamborghini Urus, da sehe ich mich sehr drin. Der ist sehr, sehr böse. Kommt auch sehr, sehr gefährlich. Urus, der sie angeblich durch Vollausstattung und Tuning sogar $500.000 gekostet haben soll. Digga. Ebenfalls hat sie sich auch noch mehrere getunte Muscle Cars gekauft, So einen Mustang, so einen alten, finde ich auch geil. da sie, wie sie selbst sagt, ein riesiger Autofan ist. Mit einem dieser Autos, meistens dem roten Ferrari, geht es dann mittags im Stadtteil West Hollywood zum Essen. Doch manchmal ist sie auch außerhalb der Stadt und fliegt gelegentlich nur für gutes Essen und einen aufregenden Nachmittag durch die ganze USA. Denn Corinna Ja, okay, wenn man sich's leisten kann, einfach mal irgendwie zu McDonald's fliegen in Los Angeles. Las Vegas. hat nicht nur eigene Autos, sie ist eine der einzigen Streamerinnen, die sogar ein eigenes Privatjet besitzt. Was? Die hat sich ein Privatjet gekauft. Digga, das ist crazy. Das ist einfach eine Macherin. Aber
ey, sei ja gegönnt. Ich glaube, wenn man einen Privatjet hat, das ist nochmal ein ganz anderes Baller-Level als irgendwie so ein Lamborghini Urus. So ein Lamborghini Urus kann sich auch so ein deutscher Streamer kaufen, aber so ein Privatjet, Digga, holy shit. Aber was bringt's einem am Ende des Tages, Digga? Ist schon geil, aber irgendwie, ja. Die Gulfstream G650 kostet Corinna in nur einem Jahr übrigens auch mehr als ihr teuerstes Auto. So zahlt sie 600.000 Euro im Jahr an Leasinggebühr, Betriebskosten und Pilotengehalt. Aber ich sage jetzt ganz ehrlich, 600.000 pro Jahr finde ich geht jetzt noch, weil wenn man weiß, wie viel so ein Flug kostet nur und wenn du den für ein ganzes Jahr liest, mit Crew und mit Instandhaltung und alles, hätte ich jetzt mehr getippt. Ich hätte so 2-3 Millionen getippt. Tatsächlich nutzt Corinna ihre eigene Gulfstream-Maschine auch so locker wie ein Auto und fliegt ganz spontan mal mit Freunden nach Las Vegas, nach Miami oder an die Strände von Mexiko, um dann dort zu essen, zu shoppen oder einfach nur zu entspannen. Beim Mittagessen achtet Corinna übrigens meistens darauf, dass sie möglichst wenig tierische Produkte konsumiert. Aber die Umwelt verschmutzt die. Die Umwelt verschmutzt sie mit ihrem Privatjet. Perfekt. Eigentlich war sie sogar Veganerin, doch da sie immer wieder Heißhunger auf Chicken Wings verspürte, gab sie schließlich auf. Generell Fühle ich. Versucht sie aber nicht nur Fleisch, sondern vor allem Fastfood zu vermeiden, auch um ihre Figur beizubehalten. Das fällt ihr manchmal, wie sie selbst sagt, extrem schwer. Ja, ich dachte auch vorher, irgendwo war vorher ein Clip, wo es irgendwie McDonald's oder so war. Habe ich mir auch so gedacht, ja, ist doch auch Fastfood. Und so gönnt sie sich. Boah, Digga, In-N-Out Burger, ich sag's immer wieder, In-N-Out Burger ist eines meiner Lebensziele. Ich weiß nicht wieso, vielleicht ist der Burger auch gar nicht so geil, aber wenn man diese Bilder sieht von diesen In-N-Out Burger, Digga, guckt euch das an. Guckt dir das an, das sieht einfach so geil aus. Digga, da habe ich Bock drauf. Gelegentlich auch ganze Mukbang-Sessions, in denen sie Unmengen von ungesundem Essen zu sich nimmt. Manchmal übrigens auch vor laufender Kamera. Wenn sie ihre Nachmittage allerdings zu Hause verbringt, lässt sie es meistens etwas ruhiger angehen. Da Corinna mit OnlyFans und dem Streamen sowie Werbedeals und Produktverkäufen mehrere Millionen Dollar im Monat verdient, verbringt sie ihre Nachmittage nicht selten mit trockener Büroarbeit und Management. Corinna hat zwar einen eigenen Business Manager, kümmert sich um viele Dinge aber immer noch selber. So ist sie beispielsweise bei ihrer eigenen Klamottenlinie sogar in der Entwicklung der Designs tätig, spricht selber mit ihren Werbekunden und bereitet am Nachmittag ganz sorgfältig und kalkuliert ihre Streams vor. Doch bevor wir euch jetzt ihre Streaming-Routine zeigen, kommen wir erst einmal noch zu einem anderen und sicherlich überraschenden Hobby von ihr, mit dem sie immer wieder ganze Nachmittage verbringt. Und zwar hat Corinna das Reiten für sich entdeckt. Und so findet man sie derzeit abseits vom medialen Rummel am liebsten auf einer Pferderanch. Einfach St. Moritz-Type-Beat, einfach mal ein bisschen reiten gehen. Reiten ist auch teuer, ne? Reiten ist so ein bisschen wie Tennis spielen oder Golfen. Golfen, Reiten und Tennis spielen, das ist alles nicht billig, glaube ich. Los Angeles. Dort kann sie abschalten, sich auch um andere Tiere wie Ziegen kümmern und gemeinsam mit ihrem Hund Karl Boah, Digga, Ziegen sind geil, ne? Einfach mal so eine Ziege im Garten haben oder einfach so ein Schwein. Und dann braucht man so keinen Rasen mehr, sondern die essen das Gras dann einfach immer. Das wäre geil. So 2 Ziegen. Und dann nennt man die eine Ziege Rasen und die andere Ziege Mäher. Und das ist der Rasenmäher. Einfach mal zur Ruhe kommen. Falls sie am Nachmittag allerdings mehr Action braucht, verbringt sie außerdem gelegentlich auch mal Zeit mit dem YouTube-Star David Dobrik und seinem Vlog-Squad. Gemeinsam mit dem YouTuber unternehmen sie und die Gruppe die wildesten Dinge in Los Angeles. So nutzten sie schon einen Schaufelbagger als Karussell, filmten einen Lügendetektor-Test mit intimen Fragen oder lieferten sich kleine Straßenrennen durch Los Angeles. David Dobrik und Corinna kennen sich einfach Mike Wallabila, David Dobrik, holy shit. Übrigens schon lange. Und durch den YouTuber kam Corinna, die eigentlich Model war, mehr und mehr dazu, auch selber Content hochzuladen. So lernte sie übrigens auch den Streamer Tfue kennen, kam mit ihm zusammen. Was, die waren zusammen? Ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich bin so voll nicht in dieser amerikanischen Streaming-Welt drin. In der deutschen bin ich sehr drin, aber in der amerikanischen, da bin ich raus. Begann selber Spiele wie Fortnite vor Zuschauern zu spielen. Auch wenn das Paar inzwischen getrennt ist, so blieb Corinna dem Gaming und auch dem Stream treu. Jeden Abend nimmt sie sich dafür immer mehrere Stunden Zeit und spielt für ihren Zuschauern Overwatch, GeoGuessr, da sehe ich mich drin, sehr, sehr geil. Fortnite oder reagiert auf Videos. Dabei hat sie... Ja, okay, aber ganz ehrlich, wenn man auf Videos reagiert, dann ist man auch
dann hat man gar keine Ideen mehr, Digga. Wenn man auf Videos reagiert, wirklich ganz schlimm. Eine unglaubliche Fangemeinde und bekommt so auch von anderen erfolgreichen Streamern Ich sehe gerade live, wir haben jetzt 11:30 Uhr abends. Zwar dann ist in den USA... Nee, aber die hat ja nur 700.000 Follower auf Twitch. Also nur, das ist ja viel kleiner als Monte, Digga. Aber ich folge mal rein. Mal so einen Stream anschauen. regelmäßig Spieleeinladungen. Viele andere größere Digga, Sydney ist so ein Geier. Streamer reißen sich nämlich förmlich um die schöne Gamerin. Dabei ist sie selbst gar nicht auf den größten Plattformen wie Twitch oder YouTube aktiv, sondern auf Facebook Gaming. Das soziale Netzwerk hat einen Die streamt gar nicht mehr auf Twitch oder was? teuren Exklusivvertrag mit ihr geschlossen, der sie zu einer der bestbezahlten Personen der ganzen Plattform Aber macht. Digga, Facebook Gaming. Wer auf Facebook Gaming auf YouTube streamt, ist schon sehr, sehr weird. Aber die Leute kennen immerhin YouTube. Aber Digga, Facebook Gaming oder diese eine Plattform, die es mal gab, die so eine Konkurrenz zu Twitch war. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt, wo Ninja mal eine Zeit drauf gestreamt hat. Turbo Lost. Neben dem Gaming verbringt sie ihre Streams auch gelegentlich damit, ganz offen über ihr Leben zu reden und wird dabei manchmal auch sehr ernst. Denn auch wenn Corinnas Leben auf viele jetzt sehr traumhaft wirken könnte, so hat die Streamerin schon einiges durchgemacht. Als sie noch ein Kind war, verlor sie auf tragische Weise ihren größeren Bruder und auch ihre Familienverhältnisse waren nicht immer ideal. Vor allem für solche Real Talk Streams, in denen sie auch über ihre Probleme redet, wird Corinna von ihren Zuschauern sehr geschätzt. Übrigens hat die Streamerin natürlich überall ihre Gaming-Ausstattung dabei und so wurden auch als erstes bei ihrem Umzug in das riesige Wohnmobil ihre Bildschirme und ihr Zubehör aufgebaut, so dass sie auch in ihrem rollenden Zuhause ihrer Arbeit perfekt nachkommen kann und womöglich hat sie sogar das beste Wohnmobil-Gaming-Setup der Welt. Doch irgendwann endet auch für Corinna der Tag. Und dann muss sie in ihre Villa, die gebaut wird. Nachdem die Streamerin also völlig erledigt nach mehreren Stunden Zocken ihren PC ausschaltet, geht sie wieder mit ihrem kleinen Hund Karl ins Bett, um fit für den nächsten Tag zu sein, der sicher wieder viele spannende Erlebnisse mit sich bringt. Und das war's nun auch schon mit unserem Video über die erfolgreichste Streamerin. Geil. Corinna Kopf, Grüße gehen raus. If you see this, Corinna, hit me up on Instagram. It would be a pleasure for me. I'm a big fan from Switzerland, you know. We have bergs and we have ski, we have snow, you know. And we have St. Moritz, it's pretty nice. Ja, wirklich cooles Video, sehr, sehr spannend. Küsse gehen raus. My heart just got stuck between these loops. My heart